Herzlich willkommen zu Kölsch hören, Kölsch schwaden. Heuk Lektion 2. Komm und trau dich. Hallo zusammen. Lassen wir uns doch gleich wieder instehen mit dem Konjugieren von Verben. Was wir heuk kann, ist die Wörter haben oder Vergangenheitsform hatte, das Wort mögen, das Wort sprechen, das Wort trinken. So, das heißt op Kölsch han oder hat, mag, schwade, trinken. Zum Wort sprechen werdet ihr später noch ein paar andere Wörter für kennenlernen. So, Konjugen. Ich han, ich hat. Du hes, du hat's. He het, he hat. Ma han, ma hatte. Er hat, er hat. Se han, se hat. So, selber jetzt mit dem Wort mögen. Mag. Ich mag, du magst, he mag, ma möge, möcht, se möge. Sprechen. Schwad. Ich schwad. Du schwarz. He schwad. Ma schwade. Er schwad. Se schwade. Nun trinken. Trinke. Ich trink, du trinkst, he trink, ma trinke, er trinkt, se trinke. So, damit wir das Ganze jetzt auch, ich gehe wieder auf den Dialekt über, ihr seid ja noch nicht so richtig tief drin im Kölschen. Und ja, so, gehen wir das einzeln durch, ich lese vor und ihr lest nach. Beim Wort haben gehe ich jetzt nur auf das erste, okay? So, ich han. Du hes. He het. Ma han. Hat. Se han. Nächstes Wort. Mag. Ich mag. Du magst. He mag. Ma mög. Ihr mögt. Se mög. Schwade. Ich schwad. Du schwarz. He schwad. Ma schwade. Ihr schwad. Se schwade. Trinken, trinke. Ich trink. Du trinkst. He trink. Ma trinke. Ihr trinkt. Se trinke. Ja, war doch ja nicht so schwer. Also es war doch gar nicht so schwer. Jetzt gehen wir mal weiter und ja, jetzt kommen gleich 3 neue Adjektive. So, willkommen bei der Adjektive. Als Adjektive haben wir heuk, oder als Adjektive haben wir heute auf Deutsch die Worte ordentlich, witzig und link. Link im Sinne von falsch sein. Und jedes Mal, wenn wir ein Wort nehmen, wo es mehrere Möglichkeiten zu gibt, führen wir die zusammen auf. Dann ist bei ordentlich, ist das ordentlich, adig, opgerühmt. Bei witzig ist das witzig oder gelungen. Und bei link, ein wunderschönes Wort, hingenerem. So, ich einen vor, ihr einen nach. Ordentlich. Adig. Opgerühmt. Witzig. Gelungen.
hingenrum. Ja, das war doch halt. Haben wir doch gut gemacht, oder? Wunderbar. Jetzt machen wir dann einfach weiter und schwenken rüber zu den Vokabeln. Ja, nu, da lassen wir uns Jon und unsere Wortschatz ausbauen. So, kennt ihr ja inzwischen, links steht das deutsche Wort, rechts das auf Hochdeutsch. Heute lernen wir die Wörter hören, sagen, lesenswert, sprechen, mögen, Auto von allein, einkaufen, Popel, da gibt es 2 Wörter für, dann gibt auch noch den Ekel auf die Person bezogen, also das ist ein Ekel. Dann bestimmt oder sicherlich als Antwort, gern, verrückter und verrückt. So, hört sich im Ganzen so an, höre Sache, lesenswert. Kalle. So, jetzt haben wir eine Besonderheit für Sprechen. Hier wird noch ein paar Wörter mehr. Die sind dann Spreche, Rede, Schwade. Schwade habt ihr vorhin kennengelernt. Dann sind wir bei mögen. Da gibt es auch 2 Wörter für ligge oder die ganz alle Sache für knuse. Dann haben wir hier für Auto, Gar, Ware oder Jückemobil, damit er uns jetzt lachen hat. Automatisch. Ah, da han ich mich verdonnt, sinn ich grad. Steht das Kölsch auf der rechten Seite. Gut, lass mir jetzt mal so stehen, gehen wir mal drüber. So, dann haben wir Inkofe, Mümmes oder auf Personen bezogen ein Ekel, fiese Mümmes. Bestimmt, Kölle, Jeck und Beklopp. So, gehen wir mal durch. Ich weiß vom Höre Sache, das Buch ist lesenswert. Denn da sprechen sie voneinander liegen. Und das geht nicht nur einfach im Auto, das geht von allein. Beim Inkaufen begegnet dir öfters ins eine fiese Mümmes. Der ist bestimmt nicht aus Köln. Der Jeck, der ist bekloppt. So, jetzt machen wir die Wörter im Einzelnen. Ich sage vor, ihr sagt nach. Höre Sache. Lesenswert. Kalle. Ligge. Auto. Von allein. Inkofe. Mümmes. Bestimmt. Kölle. Jeck. Beklopp. So, haben wir doch schon mal wieder ein paar neue Worte kennengelernt zusammen und ja, jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, weil, wenn hier schon steht Inkaufen, einkaufen, was kauft man ein, wie viel kauft man ein, dazu sollte man die Zahlenwörter kennenlernen und das machen wir jetzt. Man weiß ab und zu ja beim Inkaufen nicht, wie heißt die verdammte Zahl, die ich jetzt sagen will, eigentlich ob Kölsch. So, und deswegen haben wir heute hier die Zahlen 1 bis 4711 für ich Russische. Haben sie abgeschrieben und die haben wir jetzt durch. Ne? Erstens auf der linken Seite die Zahlen 1 bis 12. Da jedes bei eine oder 1 gibt eine Besonderheit. Ne? Die eine schrieben nicht eine, die anderen schrieben nicht mit Doppel-E eine. Ne? Also das kommt immer drauf an, wie du das sagen willst, wo du bist. Ne? So, also. Eine, 2, 3, 4 haben wir genauso eine Besonderheit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, und jetzt ihr. Eine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. So, jetzt haben wir adjeliert, wie wir von 1 bis 12 zählen. So, und da wir bei der 12 auch wieder ansetzen, bis 47, 11 Jon, wegen 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hier ist eine Besonderheit, die eine Sache 17, die andere Sache 17. So, könnt ihr euch mit eurer Zunge uns selbst überlegen, was für euch das Bessere ist. 17, 17, 18, 19 wird immer nur mit G geschrieben, ihr könntet aber auch mit GK schreiben. Ist so ähnlich wie beim Hunk, ne? Der schrieb man immer nur mit G oder mit GK. Der eine meldet so, der andere meldet so. Richtig wäre mit GK. 20, 21, 22, 47, 11. So, jetzt ihr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 47, 11. So, also ihr merkt, das wird sich dann bei den anderen Zahlen, höher 20, wird sich das immer so wiederholen, weil, ja, ist es so. Ne? Aber könnt ihr dann gerne weiter üben, das geht dann einfach wegen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, also das könnt ihr dann durchziehen bis 100 oder wie hier in dem Fall bis 47, 11. So, ja, das war es schon für heute. Und in der nächsten Lektion fangen wir dann an, erste Sätze mal zu lesen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und bis die Tag.